Ja, herzlich willkommen da zur 11. Folge mittlerweile bei Lolos Adventure. Und ich muss da rasch etwas beichten. Bei der letzten Aufnahme hat mich meine Ness ein bisschen geplagt. Das heisst, sie ist eigentlich abgestürzt ist sie nicht, aber sie hat Bildfehler bekommen. Und ich denke, da möchte ich eigentlich nicht so stehen lassen. Wir haben da ein bisschen etwas Besseres verdient. Der da weiss jetzt dafür schon, dass in den nächsten paar Aufnahmen da. Nein, die nächsten paar Aufnahmen. Entschuldigung. Da weiss ich zumindest dass zumindest in der und in der nächsten Stage zu machen ist, weil ich die jetzt halt schon mal gespielt habe. Cheetah! Nein. Ja, ein bisschen schon. Zumindest sind die Aufnahmen ein bisschen schneller und ich werde euch ein bisschen weniger Lebenszeit klauen. Es sind jedoch wirklich tricky Levels, also wenn ihr jetzt nicht wirklich wissen, was ihr machen müsst, dann braucht ihr wahrscheinlich doch ein paar Versuche, dass ihr so weit sind. Und ihr denkt jetzt, ja, jetzt hat er die Tun alles blockt. Wieso läuft er denn jetzt da nochmal und hat nochmal so blöde Kisten? Sobald man das letzte Herzchen holt, wie ihr mittlerweile wisst, wenn ihr jetzt doch schon ein bisschen öfters zugeschaut habt, erwachen die Totenköpfe da oben auch noch zum Leben. Und die würden uns mit größter Wahrscheinlichkeit haben. Hätten wir da die erste Stage geschafft von dem 10. Floor und beginnen uns in die zweite und schauen, was uns dort erwartet. Gut, eben wie angesprochen. Den haben wir auch schon gemacht. Und die Grünen da sollten da ja mittlerweile auch kennen und wissen, dass die einschlafen, sobald es euch berührt. So, weil jetzt haben wir den abgeblockt und den dort oben abgeblockt. Und der letzte da, seht ihr jetzt gerade, was wir mit dem machen. Sobald wir die anderen zwei Grünen da unten irgendwo in einer halbwegs sicheren Position zum Einschlafen gebracht haben. Das gleiche machen wir da. Somit kommen wir immer noch an die Herzchen an. Und haben auch wieder zwei Schneebälle bekommen, womit sich jetzt eigentlich die Frage erübrigt, was machen wir da? Ciao. Und dann schauen wir, was uns da erwartet. Da bin ich stehen geblieben, da habe ich meine Ness abgelegt. Hat sie angefangen zu streiken, aber zumindest habe ich ungefähr eine Vorahnung schon. Und darum können wir da jetzt auch so loslegen. Als ob wir das Ganze halt schon gewusst hätten. Ja, ist halt so. Tut mir leid. So. Haben wir den auch geschafft. Und dann schauen wir, was uns denn da erwartet. Ja, das sieht ein bisschen trickiger aus. Ich weiss jetzt nicht, ob wir das schaffen. Und
oder was das jetzt da effektiv gerade gefordert wird. Okay, gut, wir haben es geschafft. Also, ich sehe meine Nest dort wieder anfangen zu spielen, das heisst. Ja, jetzt sind das ja schon recht, wir machen dann Cut hier. Ja, herzlich willkommen hier zur 12. und hoffentlich letzten Folge von Lolos Adventure. Hoffentlich, weil meine Nest macht im Moment keine Pflanze und ich glaube, das ist ja der dritte Versuch da, wo ich probiere, euch das Level, wo wir das letzte Mal eigentlich geschafft haben, jetzt da doch noch einmal halbwegs super aufzunehmen, ohne dass meine Nest anfängt, irgendwie Pflanze zu machen. Es zeigt sich jedoch im Moment, dass da nicht ganz so ein einfaches Unterfangen ist. Ja, gut, das war jetzt auch wieder ein Überlegungsfehler, ein Denkfehler. So kann man natürlich Let's Plays auch in die Länge ziehen, indem man Sachen, die man eigentlich schon mal geschafft hat, einfach nochmal durchspielt, damit man es super drauf hat. Da ist natürlich eigentlich nicht der Sinn und der Zweck da. Aber wir müssen jetzt das Ganze halt da nochmal erdulden mit mir. Sofern er mich natürlich schaut. Wenn er mich nicht schaut, dann hat er das Problem natürlich nicht. Dann hat er keinen so einen blöden Typ, der sinnlose Let's Plays macht und euch damit so Lebenszeit vergütet, wenn er das Zeug dann natürlich auch noch schaut. Jetzt warten wir da erst bis da das Monsterli wieder respawnt, der Wurm oder was ist. Weil jetzt haben wir da freie Fahrt, sozusagen. Und dann hätten wir es gleich einmal noch geschafft und das Ganze super drauf. Gut. Irgendetwas jetzt da auf sich gehabt mit dem. Ich weiss zwar nicht mehr wieso. Oder was genau. Oder sind da einfach nur die letzten gewesen? Jetzt weiss ich nicht mehr genau wie, dass wir da müssen runterlaufen. Irgendwie hat man runterlaufen, glaube ich. Ja, gut, das hat schon mal nicht gelangt. Ich glaube, das Hauptproblem ist der Medusa-Kopf dort unten. Ich glaube, den müssen wir zuerst schauen, dass wir den irgendwie auf die Seite bringen. Aber so bringen wir natürlich den auch nicht weg. Ja, da haben wir jetzt irgendeinen Überlegungsfehler drin. Ich komme gar nicht durch sonst. Genau, der Medusa-Kopf ist das Problem. Wir müssen schauen, dass wir den wegblocken dort unten. Gut. Jetzt hoffe ich, dass da meine Nest nicht anfängt noch Pflanzen zu machen. Da bei der letzten Aufnahme, da wäre nämlich schon noch schade.
wahrscheinlich müssen wir fast zuerst den da deaktivieren, damit wir den da können abschieben. Gut, der hat jetzt gelangt und jetzt müssen wir einfach noch die richtige Position wieder finden und nicht da reinlaufen. Gut. Also wir haben gesagt, zuerst machen wir den hier zum Schneeball. Dann machen wir die zum Schneeball. Dann schieben wir die da runter. Dann müssen wir an der richtigen Position vorbeilaufen. Und wir haben es geschafft. Und jetzt haben wir es effektiv durchgebracht. Damit bleibt mir eigentlich nicht mehr viel, außer mich zu bedanken für die auch da dabei waren, wo wir jetzt da den ganzen Weg begleitet haben, oder wo die Lolo da den ganzen Weg begleitet haben, damit wir die Lala können befreien. Und das wäre es dann eigentlich auch schon gewesen von Lolos Adventure. Vielen Dank von meiner Seite. Nochmal. Und ja, ich lasse jetzt da den Abspann noch ein bisschen laufen. Aber ich glaube, allzu viel ist es nicht mehr. Vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Projekt.